wenn du dabei bist, mit mir das YouTube-Zeug zu machen, dann ziehen wir das durch. Wie geschieht mir? Wer seid ihr? Ey, 6 Leute ist noch nicht, du bist viel zu früh mit diesen Kostümen. Welch komischen Umgang ihr mit der deutschen Sprache pflegt. Jedoch muss ich darüber hinwegsehen und mit euch Tölpeln zusammenarbeiten. Wollt ihr mir helfen? Okay. Ja, das ist ein Weile her, ja. Bevor wir mit der heutigen Lektion starten, wollte ich sagen, es ist nicht mehr Wein, es ist Mescal. Musik in meinen Ohren. Also wie ihr seht, hat die moderne Kultur ein bisschen einen Schaden hinterlassen bei mir. Ich bin nicht mehr so hochgestochen wie auch schon. Der Karl Theodor da neben mir hat auch sich ein bisschen seinen Style anpassen müssen, weil wir müssen ja da gleich noch leben. Johann! Welch Lumpen ihr mir hier zumutet! Bevor wir mit der heutigen Lektion anfangen, aus irgendeinem Grund bin ich da auf dem Twitter-Account von einem Politiker. Ja, ich meine, egal, wir nutzen jetzt die Chance einfach gerade. Hey, Erich Hess, jeder mittelalterliche Morgenstern wäre neidisch auf deine Frisur. Damn, boy, da juckt zu jedem Fakir am Viertel. Doof nur für den Krieg. Du weißt, dein Kopf in seinem... Warte, reden wir da jetzt wortwörtlich von einem Pain in the Ass? In der heutigen Lektion schauen wir einen mir bisher unbekannten YouTube-Kanal an. Schauen wir doch einfach ganz schnell rein. Hanni, schieße, Mann! Hanni, schieße! Alter, zack, ich bring keinen Ton raus. Okay. Sondern, boah, hast du geschissen? Ja. Karl Theodor, willst du gut anfangen? Nun denn, ich sollte mich sputen, meiner Pflicht nachzukommen. Bitte. Welche Szenarien müssen sich in der näheren Vergangenheit wohl ereignet haben, dass sich diese aus den südlichen Kolonien stammenden Burschen die Frechheit herausnehmen, den einfachen Pöbel mit ihrem frivolen, ja gar blasphemischen Schabernack zu belästigen? Sehen Sie denn nicht, dass man mit solcherlei Späßen der Guillotine unweigerlich näher kommt, als einem lieb ist? Setzt ihr dieses gottlose Treiben, welches ihr zu Unrecht Humor nennt, fort, so kann ich euch versichern, dass ihr euch schneller in der Folterkammer der Inquisition wiederfindet, als Marie Antoinette ihren Kopf auf der Guillotine verlor. Ach, welch schöne Erinnerung übermannt mich wieder beim Gedanken an die französische Revolution. Nun denn, bevor ich mich in der süßen Nostalgie verliere, wünsche ich euch Seelenheil. Bei Gott, ihr Recken habt es wahrlich nötig. Gezeichnet Karl Theodor von und zu Anker. Ja, ich stimme da Karl Theodor zu. Die Kommentarspalte, die muss ja aussehen. Also schauen wir schnell rein. Was ist denn da los? Kein Hate, kein Trolls. Nur größtenteils zivilisierte Konversationen und ein bisschen harmloser Sarkasmus hier und da. Wow! Aber nichtsdestotrotz ist es jetzt an der Zeit, dass ich mich in die äußerst gehobene Konversation einschalte und partizipieren. Hey, ihr Anti-Helden von der Comedy, sagt doch ihren ganz speziellen Humor. Habt ihr den schon gehört? Was sind zwei erbärmliche Gestalten, die gerne blödsinnigen Bullshit auf YouTube unter dem Namen Netzblog posten? Die Antwort ist: niemand interessiert sie, ihr Schnäbiketscher! Ich habe eine Idee, warum brünzelt ihr im nächsten Video nicht am Boden und ertränkt euch gegenseitig in den entstandenen Guddeln? Ich wette, eure Witze sind sicher voll der Hit im echten Leben. Ihr wisst schon, wenn ihr euch alle vor Fremdscham packt ignoriert und so. BRB, ich gehe Teleblocher schauen, dann habe ich wenigstens Realsatire anstatt so abgedroschene Pseudo-Meta-Comedy. Und alle, hopp! Ihr mögt euch jetzt vielleicht fragen, Johann Heinrich, du hast schon mal gesagt, es sollten immer positive Kommentare sein, die du schreibst. Inwiefern war jetzt das ein positiver Kommentar gewesen? Erstens, die Spalte hat nur so vor Positivität gestrotzt. Und da ich ein Advokat von der Regression zur Mitte bin, kann ich halt auch mal den Hater spielen. Zweitens, blasen wir in die Schuhe, machen was ich will. Und drittens, warum ihr zwei nicht schon in Grund und Boden gehatet werden, ist mir ein absolutes Rätsel. Euer Content ist wieder äquivalent von Black Tar Heroin. Nicht wegen dem Suchtpotenzial oder weil es sich gut anfühlt, sondern weil es meine Hirnzellen schneller dezimiert als eine ganze Flasche Strohrum oder eben Black Tar fucking Heroin. Ihr seid wie die Bremsspur in meiner Unterhose. Braun und ihr verursacht einen lästigen, aber persistenten Juckreiz um mein Bärenauge herum. Wo ich dann mit Bachpapier wegspachteln kann, weil ich mir das 1242 lagige Titan-WC-Panzerpapier nicht leisten kann, wo du das Gefühl hast, der Bär aus der Werbung kommt der persönliche Kehrseite massieren. Ich sehe es schon, plötzlich habe ich den Pinky in der... Anyway, ich habe den Vater verloren, 20 Minuten ist die beste und informativste Zeitung in der Schweiz und ihr könnt mir mal geschickt! Ja, wenn wir noch ein bisschen weiter schauen, dann sehen wir, dass der Kanal wahrscheinlich ein bisschen Mühe hat,
um regelmäßig Content aufzuladen. Ich meine, was fällt denen ein? Ihr Halbstarken solltet gescheiter mal eurer Community nicht die ganze Scheiße versprechen, die ihr nicht halten könnt, selbst wenn ihr die Videos dreht und dann zum Schluss kommt, dass es von der Qualität her nicht verhebt. Ich gebe euch jetzt wirklich einen gut gemeinten Tipp, ladet den Shit trotzdem auf, auch wenn ihr nicht zufrieden damit seid, weil ihr seid so oder so nicht lustig. Nein, im Ernst, innovieren und reflektieren ist schön und gut. Nicht zufrieden sein mit dem Shit, den man produziert auch, aber irgendwann muss einfach wieder mal etwas kommen. Und wenn ich das auch von ganzem Herzen nicht hoffe, ich bin mir sicher, es wird bald mehr von euch kommen.